man nicht aus dem Fenster schiebt eine ruhige Kugel. Lass ein wenig schleifen, bring mich so auf die Zeh. Wär man nix dabei sein. Komm over, Alter, komm over, vor deinem Umruf. Komm over, Alter, komm over, vor deinem Umruf. Wann's uns bist vor der Wahrheit nicht fällt. 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 Oh, ich bin 90.0 das Freie Radio in Wien. Herzlich willkommen, Damen und Herren. Birgit Denk begrüßt euch recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Was gibt es Neues? Musik aus Österreich. Wie jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr hier Musik aus Österreich. Und zur Begrüßung gab's gleich, ich nehme an, vermute stark und gehe davon aus, eine Weltpremiere. Denn das soeben gehörte Lied stammt von einem Album, das erst am 27.05. das Licht der Welt erblicken wird, wie sich's heutzutage so gehört, auf CD und auf Vinyl erscheint am 27.05. Roda Faden, das nächste Werk von Freischwimmer. Der Waldviertler Dialekt war natürlich sofort erkennbar und das ist gut so. Ladies and Gentlemen, wie gesagt, am 27.05. Freischwimmer wieder ein bisschen rockiger könnten wir von diesem ersten Lied doch davon ausgehen. Und wer sagt, das muss ich doch unbedingt haben, der muss ein bisschen warten. Wie gesagt, erst im Mai erscheint das Album. Aber es gibt laufend Termine, wo Sie die guten Freischwimmer live sehen können. Am 24.05. gibt's nämlich die Album-Release-Party mit dem David Stellner-Duo im Wiener Chelsea und am 1.07. sind Sie in der Heimat Freischwimmer beim 37. Internationalen Weidhofen an der Theier Musikfestival.
Außerdem wandern sie ab in die BRD, schreiben sie da noch her, finde ich besonders entzückend. Also quasi im Universum von Freischwimmer gibt's die DDR offensichtlich auch noch, wenn die BRD noch hier abgedruckt wird. Sie spielen in Ulm, ja, und dann wieder in Wels und so weiter und so fort. Am besten sie erkundigen sich selbstständig auf www.freischwimmer.com. Jawohl, ein ganz neues Album, das eben erst im Mai erscheinen wird. Ja, was gibt es Neues? Der Sendungstitel hiermit sofort erfüllt und dem gerecht geworden. Bevor ich meine heutigen Gäste hier begrüße und mich schon jetzt narrisch auf schöne Klänge eines Instruments freue, das in zweifacher Ausführung heute mitgebracht wurde und das in Wien ja extremst traditionsbehaftet ist und keiner was mehr. Die ganzen Ladies und jungen Mädchen in den 1910er Jahren haben in riesigen Orchestern dieses Instrument gespielt. Wir werden uns in Kürze darüber unterhalten und natürlich auch, was die Band sonst zuvor hat. Es wird heute Live-Musik geben. Wir freuen uns und damit ich Zeit gewinne, um den Ton zumindest so schön einzustellen, wie man es in einem Radiostudio mit 3 Mikrofonen hinkriegt, werde ich euch natürlich sofort mit was noch extremst Neuem und Aktuellem verwöhnen. Der wahnsinnige, untriebige Wunderwutzi Ernst Molden hat sein gefühltes 294. Album gerade rausgebracht. Besser gesagt, am 29.04. wird es erscheinen. Mir liegt dank den lieben Monkey Music Menschen bereits die Presse- und Promo-Copy vor. Es nennt sich Straum, Damen und Herren. Und nachdem am Album Hauruck, glaube ich, das Thema Wasser, Natur und Niederösterreich angerissen wurde, wird hier mit Straum nicht der Elektrizität, sondern dem Wasser, das fließt und so groß ist, dass es das Meer erreicht. So ist dann nämlich die Definition, das habe ich jetzt nicht aus dem Pressetext rausgelesen, das weiß ich selber. Also ein Fluss ist ein Gewässer, das sich noch in einen anderen Fluss ergießen wird. Ein Strom ist ein Gewässer, das als letzte Station das Meer hat. Deshalb ist die Donau ein Strom und kein Fluss, Damen und Herren. Jetzt hätte man das auch erklärt. Bildungsauftrag hier im Freien Radio hiermit auch erledigt. Und Ernst Molden hat hier drauf, auf dem Stromalbum, tatsächlich ein Lied, wo es um was geht, das ich seit meinen Babytagen extremst gut kenne. Sie erwarten jetzt irgendwas ganz Arges. Na, wenn man vom Strom singt und von der Donau einige Lieder zu handeln scheinen, dann muss natürlich auch die letzte Brücke in Österreich, die den lieben Donaustrom überbrückt, noch besungen werden. Es gibt endlich ein Lied über meine Heimatstadt, besser gesagt über das aufregendste Gebäude dort, obwohl es gibt viele aufregende Gebäude in Heimburg an der Donau, aber Ernst Molden besingt die Heimburger Brucken. Bitte. Vor der Heimburger Brucken. Tu mir ja nicht runterhappen, sonst muss Donauwasser schlucken. Bleib lieber stehen und schau, weil manchmal ist der Dschungel gelb und manchmal grün und manchmal blau. Auf der Brucken, auf der Heimburger Brucken. Auf der Brucken, auf der Heimburger Brucken. Auf der Heimburger Brucken. In der Mitte circa stehen bleiben und ins Wasser spucken. Das ist jedes Mal wieder ein Triumph.
über das System, über Todeln und den Sumpf. Auf der Brücken, auf der Brücken, auf der Heimburger Brücken. Auf der Brücken, auf der Brücken, auf der Heimburger Brücken. Und die anderen fahren in Auto, dran in Radio, immer lauter. Und die anderen schauen auf die Uhr, haben die Autofenster immer zu. Vor der Heimburger Brücken. Siehst im seichten Trunken lauter kleine Gösen Kinder zucken. Vor der Brücken, vor der Brücken, vor der Heimburger Brücken. Siehst im seichten Trunken lauter kleine Gösen Kinder zucken. Siehst im seichten Trunken lauter kleine Gösen Kinder zucken. Siehst im seichten Trunken lauter kleine Gösen Kinder zucken. Ja, die Gössenkinder, die sieht man zucken. Ich gebe es zu, Damen und Herren, diese Beobachtung vom lieben Herrn Ernst Molden ist wahr. Die Heimburger Donaubrücken, zumindest nicht mehr dort, wo der Strom recht rasant fließt, sondern dort, wo er bereits die Donauauen überschreitet. Dort sieht man's zucken, dass man sich denkt, na bist du narrisch. Damen und Herren, Ernst Molden, Strom, das Album, Track Nummer 9 war das. Der gute Herr Molden beschäftigt sich mit dem Wasser, mit dem Strom, und am 29.04. können Sie das Album natürlich käuflich erwerben, und auch auf diesem Album gibt's wieder die altbewährte Mischung Ernst Molden, Sibylle Käfer, Andrei Prozorov wird Sopransaxophon drauf spielen, Willi Resitaritz leiht seine Stimme auch wieder für 2 Lieder. Walter Soiker natürlich, Karl Stirner natürlich und Hannes Wirth. Und Konzerte gibt's einen Haufen. Einige sind schon absolviert, sehe ich, und alle anderen fein säuberlich zusammengefasst auf www.ernstmolden.at. Im Stadtsaal gibt's auf alle Fälle Strom, die Wien-Premiere am 8.6.2016. So, diese Information wäre auch an Sie weitergegeben. Natürlich, mache ich gern. Ja, da kenne ich gar nichts. Wenn ich brav bemustert werde, spiele ich gerne und erwähne gerne. Und ich lade mir auch gerne Gäste ein. Wenn sich, also eigentlich ist es jetzt fast goschert, es laden sich bei mir gerne Gäste ein. Und das ist gut so. Laden Sie sich doch auch ein. Termine ab, ich glaube, August sind frei, bis dorthin sind wir jetzt ausreserviert, das ist gut so. Musik aus Österreich hier live im Radio. Wo gibt's denn das noch, Damen und Herren? Ich freue mich sehr, dass Sie es geschafft haben, hier heute anzutanzen. Also eigentlich müsste ich sagen, dass sie es geschafft hat, anzutanzen und ihre Freunde mitgebracht hat. Denn so betitelt sich ja ganz offiziell. Herzlich willkommen, Sosa and Friends, herzlich willkommen. Grüß dich, Birgit. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Hallo Freunde. Hallo. Ja, die Freunde sind auch da, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, Sosa, hinter Sosa verbirgt sich Sonja, nehme ich mal an, auch ein Wortspiel wahrscheinlich. Ja, ganz ein originelles, Vorname, Nachname. Ist ja wurscht, Hauptsache es klingt leiwand. Und bitte Sosa klingt, das können schon die kleinen Kinder sagen, oder? So ist es, genau. Sosa. Sosa ist leicht. Und deine Freunde, stell doch mal selber deine Friends vor. Herzlich gerne. Ich freue mich sehr, heute rechts von mir die Joanna Gilate-Tomic begrüßen zu dürfen, mit einer ganz wunderschönen Stimme, wie ihr gleich hören werdet. Zu meiner Linken
Marcelo Leon, unser Gitarrist und auch Arrangeur, mit dem wir gemeinsam die Musik weiterentwickeln. Und dann ist noch mitgekommen, herzlichen Dank, Dante Hertha an der Cajon, der auch bei der Silberkraft, bei dem Song, den wir schon aufgenommen haben, Schlagzeug gespielt hat. Siehst du, da ist gleich alles hineingepackt in einen Satz, das ist hervorragend. Das heißt, man weiß jetzt schon, das ist schon jetzt als Cliffhanger, als das, was bald passieren wird, hinausgeschickt, ihr habt einen Song aufgenommen. Richtig, ja. Das heißt, tatsächlich ist es so, in deinem Pressetext steht drinnen, gegründet im November 2015. Wir sind ganz frisch gefangen, ja. Das ist ja Wahnsinn. Wie kam es denn im November 2015 zur Gründung? Ja, also den Song gibt's ja schon länger. Der wurde vor circa 5 Jahren geschrieben. Und ich kenne auch die Sängerin schon längere Zeit. Wir sind auch befreundet, die Joanna Gilate-Tomic. Und wir haben immer wieder, egal in privaten Sessions, die Nummer gesungen, weil sie uns auch selbst unser Herz so berührt. Ja? Und haben immer gesagt, wenn wir Freunde dabei kommen, haben wir immer gesagt, ihr müsst sie unbedingt aufnehmen. Ja? Das heißt, es gab schon so eine Running-Gag-Nummer eigentlich. Genau, so jetzt haben wir wieder Songs, singen wir unser Lied. Richtig, ja. Und dann haben wir Gott sei Dank den lieben Marcelo Leon kennengelernt. Er ist dann eingestiegen und hat bei der Präsentation der Silberkraft, die haben wir dann live gespielt im Down Under, in dem Aussie-Pub im 6. Bezirk, glaube ich, hat er uns dann unterstützt mit der Gitarre und uns hat das so gefallen, dass wir gesagt haben, wir sind so coole Truppen, ja. Wir würden gerne gemeinsam entwickeln. Ich habe nämlich, also es gibt mehrere Songs im Repertoire, es gibt 28 Songs, die ich geschrieben habe. Und 4 davon wollen wir heute noch zusätzlich zur Silberkraft vorstellen. Es gibt 2 neue Dialektlieder und 2 englischsprachige Lieder. Und von der Besetzung her, wir werden es gleich hören und ich habe es ja am Anfang bereits ein bisschen angeteasert. Was hältst du in deinen Händen? Eine Mandoline. Eine Mandoline. Mandolinen waren ja die wenigsten, haben das irgendwie mitgekriegt, weil sie nicht so alt sind wie ich. Mandolinen waren ja im letzten Jahrhundert in Wien ein extremst häufiges Instrument, weiß ich nicht, so wie alle kleinen Japaner vom Lehrplan Blockflöte lernen müssen in die ersten 2 Schulklassen. War das früher in Wien so? Mandoline war das klassische Instrument. Es gab Mandolinenorchester, wo dann so... Die gibt's noch immer. Ja, aber nicht mehr so. Früher hat jeder Bezirk hat 4 Mandolinenorchester gehabt oder was. Da gibt's so alte Fotos, wo dann so 60 Frauen mit ihren Mandolinen sitzen. Wie kamst du denn zur Mandoline? Auf dem Weg wandelnd der Tradition oder war es ein anderer Weg? Es ist ein traditioneller Weg gewesen. Also ich bin ja ursprünglich, ich komme aus dem Burgenland, aus Hornstein, und das ist eine zweisprachige Ortschaft, Kroatisch-Deutsch, und auf Kroatisch war ich dann. Und habe mit der Tamburitzer-Gruppe begonnen mit 6 Jahren. Und dann auf Burgenländisch, genau. Nicht Hornstein eigentlich. Nein, nicht? Hornstein, ne? Genau. Und hast du das Kleine auch begonnen? Da habe ich ja mit 6 Jahren die Mandoline begonnen zu spielen, nur steigt man dann auf andere Instrumente bei der Tamburitzer. Ne? Da gibt's dann die Bisanica und die Bratsche und die Bulgaria. Genau. Das Schöne ist ja wirklich, also quasi was es in Wien nimmer gibt, diese Mandolinenorchester ist ja im Burgenland noch brav, dass wirklich so diese Tamburitzer gibt's ja von Wiesen bis ganz nach unten, ne? Ja, die sind überall verbreitet in diesen zweisprachigen Ortschaften und es wird auch für Nachwuchs gesorgt, nach wie vor. Und ich glaube aber trotzdem, es gibt in Wien 2 große Mandolinenorchester, ja. Also das wird schon auch noch gepflegt, glaube ich. Also nicht mehr dieses Massenkompatible, aber zumindest die feine Ware gibt's noch. Und war für dir jetzt von Anfang an klar, weil du selber zum Komponieren gekommen bist und so dachtest, die Schreiblieder, war da immer die Mandoline schon als Ausgangspunkt im Kopf oder ist die dann extra so erst dazugekommen? Ausgangspunkt war immer Gitarre und der Text, das heißt, bei mir kommt immer alles gleichzeitig. Die Musik und der Text, das ist beides da. Und die Mandoline kommt später dazu und da habe ich aber sofort die Melodie dabei. Also es ist alles sehr spontan und sehr, ja, authentisch, würde ich sagen. Aber es war nie so die Grundidee, dass du sagst, ich spiele nur mit der Gitarre, wozu brauchst du jetzt eine Mandoline, sondern die Mandoline war da. Naja, das mit der Gitarre ist eine Sache, also das beherrsche ich noch nicht so gut wie die Mandoline. Ja, da hast du ja jemanden, der es gut beherrscht. Dann ist ja Gott sei Dank schon mal die Hälfte gemietet. Bevor wir uns die Single anhören, also das Lied eigentlich, warum alles begann, ja, habt ihr schon vorher was mitgebracht, was jetzt die Damen und Herren um diese Uhrzeit, falls der Kreislauf noch nicht ganz quasi angerennt ist, glaube ich, können wir jetzt den Kreislauf ein bisschen anschieben. Was hören wir? Wir hören die Nummer Hui mit zum Tanz, ist eine Dialektnummer.
und ist auch die jüngste Nummer, die habe ich im November letzten Jahres geschrieben. Ein kleines Baby hören wir. Wir dürfen der Band lauschen. Ich freue mich sehr, Damen und Herren. Hier heute zu Gast nochmal für alle, die gerade eingestiegen sind. Sosa and Friends hier. Bei Was gibt es Neues? 4 Menschen im kleinen Kammerl, 4 Menschen, 3 Mikros, ein Lied, nämlich Hol mich zum Tanz. Gute Unterhaltung. Pass auf die auf, wenn's fällst, bin ich bei dir, heb die wieder auf. Ich bin das Licht, immer bei dir und wärm deine Hand, wann die gefriert. Nein, 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 nein. Ich bin dein Tropfen Wasser, wenn's Heferl übergeht, dein weißes Taschentuch in der verrückten Welt. Ich bin der Regenbogen im dunklen Moment und löscht das Feuer, wenn's brennt. Nein, 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 nein. Hol mich zum Tanz, Nein, nein, nein. spiel die mit mir. Nein, nein, nein. Hab keine Angst, wenn ich die zu verzieh und eins bin mit dir. Und eins bin mit dir. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und eins bin mit dir. Ich bin der Augenblick, der die so berührt, der hilft zu begreifen, dass das Leben die führt, dass Mensch generell viel loslassen muss vor dem wahren Genuss. Nein, 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 nein. Hol mich zum Tanz, Nein, nein. spiel die mit mir. Nein, nein, nein. Hab keine Angst, wenn ich die zu verzieh und eins bin mit dir. Und eins bin mit dir. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und eins bin mit dir. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und eins bin mit dir. Yeah! Die Menschen zu Hause jubeln, Damen und Herren, hier auf Rausch 94.0. Live-Musik, sehr schön, nämlich von Sosa and Friends. Sie sitzen im Kammerl und singen schön zum Tanz auf. Jeder, sogar mein Pop, schaut sich von links nach rechts bewegt, obwohl ich mich so konzentrieren hab müssen, dass das halbwegs noch was klingt, Damen und Herren, aber ihr macht mir's sehr einfach. Sosa and Friends erst seit November 2015 als Band active.
Ladies and Gentlemen, eine Single haben Sie mitgebracht, auf die werden wir uns noch ein bisschen vorfreuen. Instrumente mit und Frage auch Termine mit, denn jeder fragt sich jetzt sicher, wann kann ich denn das live sehen? Ja, also wir sind mit 2 Terminen jetzt einmal im Gepäck gekommen, was uns sehr freut. Also wir stehen ja wirklich noch ganz am Anfang und sollte uns jetzt jemand hören und gefallen. Also wir sind auch offen für Anfragen für Live-Gigs. Wir haben am 23. Juni, jetzt ganz frisch ausgemacht, einen Gig im Kulturcafé 7 Stern, das uns sehr freut, im Wohnzimmer hinten quasi. Und am 22. Dezember, das ist jetzt schon ein bisschen noch lang weit, aber freuen wir uns auch sehr aufs Café Amadeus. Siehst du, viele Menschen planen ja schon sehr lange vor. Die wissen ja schon, was sie am 22. Dezember 2017 machen. Deshalb ist es gut, wenn man noch Termine weiß, die noch in einer Zukunft sind, kann man sich schon was ausmachen quasi. Ne? Genau. Aber ihr kommt jetzt alle so aus dieser Rohrsteiner Gegend oder wie seid ihr jetzt komplett zusammengewürfelt? Also eure Namen sprechen ja nicht unbedingt so, dass es alle aus dem Burgenland kammert. Also wir sind eine bunte Mischung und ich lasse mal die Johanna Gelati-Tomisch selbst erklären, wie sie sich zusammensetzt und den Marcella Leon und den Tante Hertha. Also wie setzt ihr euch denn zusammen, liebe Johanna? Sehr international. Meine Wurzeln sind polnisch-kubanisch mit einem serbischen Mann und aufgewachsen bin ich in Linz. Was für eine schöne Mischung. Genau. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und du hast natürlich dadurch einen wunderschönen Nachnamen, einen doppelten. Ich habe mir es ganz leicht gemacht, genau. Ja. Ich buchstabiere ungefähr 20 Mal am Tag oder so. Und welche Sprachen kannst du Hand aufs Herz sprechen von dieser Mischung? Das ist ja doch einiges im Angebot. Ich spreche 6 Sprachen. Wirklich? Ja, ganz echt. Bist du, und dann noch Dialekt dazu, was ja das Schwerste dann ist eigentlich. Also 7 in dem Sinne. Wahnsinn. Genau. Gibt's in den anderen Sprachen, die du sprichst, also Serbisch, Polnisch, gibt's da auch Dialekte oder ist das nur bei uns wegen unserer Berg so arg? Nein, es gibt also durchaus, sagen wir, lokale, wie nennt man das? Also der Krakauer redet anders wie der Warschauer. Genau, der Krakauer trifft so meine Gegend und der Zemuner, das ist ja ein Teil von Belgrad, wo mein Mann herkommt, aber das ist ja eigentlich so, wir bezeichnen sie als eigene Stadt. Jeder, der mir Serbisch reden hört, weiß, dass ich das dort gelernt habe. Dass du das dort gelernt hast und nirgends anders. Genau. Verstehe. Also der Dialekt gibt's auch in anderen Sprachen. So ist es. Das ist schön. Dann natürlich auch Marcello Leon. Also das klingt ja auch jetzt nicht so, wie wenn du das Kuckmieren kammerst oder was. Ja. Nein, Marcelo Leon ist eigentlich mein Künstlername. Ich bin aber auch aus Chile. Ja. Ich bin in den 70er Jahren wie so viele als Flüchtlingskind damals nach Österreich gekommen. Ja, sehr gut. Und hast dir dann gleich noch einen Künstlernamen genommen? Das habe ich erst vor kurzem gemacht. Wie heißt du denn wirklich? Das ist so garstig? Ja. Okay, dann lassen muss ich auch 20 Mal am Tag buchstabieren, glaube ich. Dann lassen wir das weg. Wir wollen uns alle zungenbrecherisch nicht zu sehr austoben, bitte sehr. Okay. Und dann, also jetzt ganz ehrlich, Tante Hertha, da können jetzt einige Menschen zum Denken anfangen. Das ist gut so. Ja, hilf uns doch. Ja, ich bin ziemlich exotisch, ich komme aus Graz. Ja. Habe allerdings spanische und peruanische familiäre Wurzeln. Die Ecken hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist die Überraschung dabei. Tante Hertha. Und Hertha ist nicht so künstlernamemäßig wie beim Kollegen, sondern ist der tatsächliche Nachname? Nein. Eben. Das ist Künstlername. Ich hatte eine Tante. Die heißt Hertha? Genau. Meine Oma hat Hertha geheißen. Ja, Müssen die Oma Hertha heißen als Künstler. Oma Hertha und Tante Hertha. Sehr gut. Also ein bunter Haufen, das ist doch gut so. Das heißt, das schreit danach, dass so etwas erstens lange anhält, ich sage immer, umso mehr die Leute verschieden sind, umso länger halten wir uns aus, gegenseitig. Und die nächste Nummer könnte ja auch ein bisschen darauf hinweisen. Die Achtsamkeit heißt. Genau, ja, die Achtsamkeit. Ja, ich habe eine Zeit lang sehr viel beschäftigt mit diesem Achtsamsein und finde, es ist einfach ein ganz großes Thema in der heutigen Zeit bei uns. Und ja, da ist ein Song draus entstanden. Das muss besungen werden. Damen und Herren, ich freue mich sehr. Sosa and Friends spielt für uns die Achtsamkeit hier live im Studio. Danke sehr. Wann du gehst, dann gehst du Schritt für Schritt. Wann
Wann du dich spürst, erst dann bist ganz komplett. Wann du dir Fragen stellst, dann fragst du die ganz intensiv, wer du eigentlich bist. Wann du lachst, dann lachst du in dir drin. Wann du schaust, dann schaust besonders hin. Und du greifst meine Hand, als wär's die einzige, die dich je berührt hat. Weil du einfach nur mehr achtsam bist. Seit du dich nimmer mehr im Radl drehst, ein feines Gefühl, die Welt neu zu berühren. Wann du lauscht, dann hörst du wirklich hin. Wann du schmeckst, dann prickelt's in dir drin. Wann du liebst, dann gibst du die wirklich hin. Weil du einfach nur mehr achtsam bist. Seit du dich nimmer mehr im Radl drehst, ein feines Gefühl, die Welt neu zu erspüren. Du sitzt stundenlang allein, die Augen geschlossen, doch mit dir eins und mit dir eins, weil du einfach nur mehr achtsam bist. Seit du dich nimmer mehr im Radl drehst, ein feines Gefühl, die Welt neu zu kreieren. Da rauschen noch die letzten Reiskörnchen den Bach hinunter. Und darf ich euch auffordern, gleich weiter zu spielen? Ist das Chorstück? Nein, wir wollen nämlich alle Nummern spielen. Und das Aus diesem Grund. Genau. Bitte. Wunderbar. Die nächste Nummer ist Declaration of Love, ein englischsprachiges diesmal. Hey babe, so far away, you're looking great today. In perfect blue, pretty baby, listen to me. This is a love song from the moon. Beautiful earth, I'm watching you all day by day and night by night. Your perfect body, your perfect style. Would you please just be mine?
babe. You're looking great today. This is a love song from the moon. This is a love song just for you. And 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 you. And you. And you. And you. And you. And you, ladies and gentlemen, Sosa and Friends hier live, Damen und Herren, bei Was gibt es Neues auf Radio Rausch 94.0? Jawohl, das freie Radio in Wien und jeden Donnerstag gibt's hier Musik aus Österreich, 14 bis 15 Uhr und heute live zu Gast Sosa and Friends und wir durften bereits 3 Lieder live hören, was schön ist, aber natürlich auch den Hintergrund hat, dass die gute Sosa und ihre Friends erst einen Track aufgenommen haben. Es wurde erst ein Lied produziert. Entschuldigung, im November 2015 gegründet und jetzt ein Lied ist, andere Bands brauchen 3 Jahre, bis einmal ein Lied draußen ist. Also so gesehen finde ich es gar nicht mal so übel, Damen und Herren. Und jetzt ist aber schon so ein bisschen die Idee, dass man die Lieder, die wir hier jetzt schon live hören durften, möglicherweise auch auf einen Silberling presst oder auf Vinyl, was auch immer, auf alle Fälle, dass sich's Menschen mit nach Hause nehmen können oder ins Auto oder wo auch immer hin und sich dort die Lieder anhören. Was braucht's noch? Mach mal so eine Wunschliste, Sonja. Was können wir dir helfen, damit wir diese Lieder dann auch auf CD hören können? Ja, danke Birgit für das Angebot. Also fein wäre natürlich ein Produzent, ja, dem einfach unsere Lieder gefallen, unsere Songs. Ich meine, wir lassen uns ja eigentlich nicht in so eine Genre rein, wir wollen nicht in so eine Genre reingepresst werden. Aber unsere Songs sind sehr unterschiedlich und wir wollen auch die Sprachen ein bisschen ausbauen, möglicherweise auf Spanisch noch was machen. Also jemand, dem das einfach taugt und unsere ehrliche, authentische Musik einfach unterstützen will. Würden wir uns freuen, wenn wir einen Produzenten finden. Und natürlich tonstudiomäßig freuen wir uns auch, wenn wir Angebote kriegen. Und ihr braucht viel Platz? Nein. Schlagzeug ist natürlich ein Thema, ne? Du wirst ja da nicht auf der Cajon herumsitzen, sondern du würdest ja Schlagzeug. Große und kleine ist alles mit. Ja, aber er braucht nicht viel Platz. Also ich möchte noch dazu sagen, ich möchte noch etwas dazu sagen zu den Friends. Würden dann noch 2 dazukommen, die auch bei der Silberkraft mit dabei waren. An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an die beiden. Das ist der Alexander Acko-Saric, der hat auch die Silberkraft arrangiert und spielt einen genialen Bass. Und dann noch der Nikola Stanosevic, das ist ein wunderbarer Pianist. Also ich muss schon sagen, ich finde es schon sehr schön, schon alleine von den Nachnamen zu schließen, ist schon eine Reise um die Welt mit euch. Genau, eigentlich so in einer Band. Ist doch wunderschön. Und ihr habt ja schon vor, dass mit ein bisschen Unterstützung natürlich ihr nicht nur den einen Track, den wir jetzt gleich hören dürfen, von der CD nämlich, sondern dass ein ganzes Album entstehen wird. Das schon 25 Lieder? Oder? 28, ja. 28, also alles ist eigentlich schon... Ich meine, das kommt schon drauf an, also ich würde da jetzt niemanden von meinen Friends was aufs Auge drucken sozusagen. Es kommt schon drauf an, ob das stimmig ist, ob es der Sängerin, ob es der Joanna gefällt, ja, ob der Freddy wie mit der Gitarre, wenn ich das mit der Gitarre spiele, hört sich das ganz anders an. Ich sag's gleich so, wie es ist. Und ich liebe es, wie der Freddy sozusagen die Songs dann einfach jetzt dann arrangiert mit seiner Gitarre, ja. Das dürfen wir jetzt komplett arrangieren. Der Marcello Leon, Entschuldigung. Ja, er hat ja keinen Künstlernamen, er heißt ja jetzt. Damen und Herren, die Silberkraft entstanden nach einem inneren Druck, dass das Lied, das auf jeder Party ständig gespielt wird, endlich quasi auch auf einer CD drauf ist. Kriegt man das? Download oder? Wir sind auf iTunes und auf iTunes kann man es käuflich erwerben und wir sind auch auf YouTube mit dem Video. Es gibt ein wunderbares Video dazu und das hat mit Dank auch an die Theresa Nowotny. Die hat da ein schönes Kunstvideo dazu gedreht in Schwarz-Weiß. Und wer jetzt so die ganze Zeit denkt, verdammt nochmal, die Silberkraft, was soll das sein? Es wird euch jetzt vorgesungen. Damen und Herren, Sosa and Friends, bitte sehr. Hab ich dich gesehen, ich konnt's nicht glauben, purpurweiß und silberfarben und voller Kraft stehst du in diesem Licht
bist dann fremd und doch vertraut. Dein Gesicht. Wo du lebst, herrscht Gleichgewicht. Du sagst, du wünschst uns am Horizont a bessere Sicht, damit die Kraft uns vorwärts schiebt und am Ende die Umarmung brilliert. Schau in deine Augen, die Silbern glänzen, und du sagst mir drin die Zukunft, die mich verwirrt und trotzdem glücklich macht. Ich möchte so viel nur in dieser Nacht. Dass du bleibst, du scheues Wesen, doch du verschwindest immer mehr und löst dich auf, vorbei die Wacht, doch du lässt uns da die Überkraft, die Häuser und glücklich macht, die Überkraft, die Häuser und glücklich macht. Musik aus Österreich, Damen und Herren, die Superkraft von Sosa and Friends hier auf Rausch 94.0 im Freien Radio in Wien. Was gibt es Neues wie jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr? Und das ist der Erstling von Sosa and Friends, die sich erst letztes Jahr im November gegründet haben. Damen und Herren, da wissen die meisten noch gar nicht, wann's Proms holen, wann dann erst der April ist oder was. Und da ist schon alles zusammengeräumt. Bereits 28 Lieder im Kopf müssen nochmal aufgenommen werden. Es gibt ein Video, es gibt die Single und es gibt 2 Live-Termine und ich bin mir sicher, es werden mehr und etwas, wo sich der Dame und die Herr sehr gerne auseinander dividieren lassen. Wenn man dann in der Band sagt, so, und eine Homepage, ne? Eine Homepage was, und alle sagen, das kann ich nicht. Das ist so die Zeiten, wo es AMS alle auf die Webkurse geschickt hat zum Homepage-Programmieren, sind vorbei, jetzt kann es keiner mehr plötzlich, ja. Also die Generation vor 10 Jahren, die haben das alle kennen. Jetzt ist es vorbei. Und jetzt müssen wir das alles irgendwie selber zusammenbasteln oder basteln lassen. Wie war's denn in eurem Fall? Also wir haben eine sehr gute Aufgabenteilung. Homepage war eindeutig in meinem Bereich angesiedelt.
angesiedelt. Da möchte ich ein Danke sagen. Es hat eine Freundin von mir sich bereit erklärt in unglaublich kurzer Zeit, nämlich, ich glaube, vor ein paar Tagen, bevor wir zu dir in die Sendung kommen. Wahnsinn. Die Homepage zu machen. Danke an der Stelle an Claudia Priestersberger. Vielen herzlichen Dank. Ja, aber Chapeau, gnädige Frau. Also das ist, man weiß, es ist schon ein bisschen eine zahre Arbeit da. Ja? Genau, so ist es. Ja. Aber wir haben eigentlich relativ das gleiche Material gehabt von der Präsentation von der Superkraft. Fotos, Video war da. Insofern Texte. Also ich schreibe selbst, ich bin in der Branche sozusagen. Also du kannst das füllen. So ist es. Das ist das Wichtigste. Und wie heißt sie denn nun jetzt, die Homepage, damit alle sofort drauf schauen können? Also Sosa-Friends, Entschuldigung, jetzt fange ich nochmal an. Sosa-and-Friends.at. Also, so wie es der deutsche Staatsbürger sagt, Sosa minus. Ja, das Minus war es gewesen. Das ist mir nicht eingefallen. Es klingt so negativ und das ist schier. Sosa minus and minus Friends ist irgendwie. Das liegt uns nicht, oder? Und deswegen nehmen wir den Bindestrich. Genau, aber der Bindestrich das ist verbindend. So ist es. Genau, Minus, genau. Das klingt gleich nach Garsteig, gleich zweimal in einer Homepage, www. Aber wir merken es uns auf alle Fälle, nämlich Sosa, Bindestrich, and, Bindestrich, Friends. .at und da können Sie alles nachsehen und lesen, was Sie möglicherweise in der letzten Stunde versäumt haben, denn die Sendezeit neigt sich, so wie jeden Donnerstag, was heißt neigt, die fällt wie der Besen, den man wo voll schaut, so schnell ist die Zeit vorbei und ich schaue auf die Uhr, nur mehr 7 Minuten und ein bisschen was trennen uns vom Ende der Sendung und natürlich, wenn dann da schon steht Lucky Eyes, ja, dann wünsche ich mir die doch auf alle Fälle und möchte, dass ihr mir von den Lucky Eyes berichtet. Damen und Herren, ich freue mich sehr. Sosa and Friends spielen noch einen Titel live, den wir dann, sage ich jetzt einmal, im Frühling nächsten Jahres spätestens auf einem wunderbaren Tonträger alle uns anhören dürfen. Ich präsentiere proudly Sosa and Friends Lucky Eyes. Lucky eyes near me. What a surprise to my own eyes. Feeling deep in my soul. With a special guy I feel at home. Shining special with the big brown eyes. You fill me up with all bright skies. My heart is packed with 1,000 stars, shining like a million gold bars. Ba-dum, 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 bum, ba, ba-dum, 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 bum, ba, ba-dum, bum, ba, bum, bum. Lucky eyes, so bright, like a diamond in the night. Looking deep into my face, boosting up my heartbeat rates. Ba-dum, 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 bum, ba, ba-dum, 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 bum, ba, ba,
just rise in our brains. Take away all fears and chains. Ba-dum, 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 bum, ba, ba-dum, 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 bum, ba, ba-dum, 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 bum, ba, ba-dum, 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 bum, ba, ba-dum, 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 bum, ba, ba-dum, 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 bum, ba, 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 ba. Wunderschön, Damen und Herren. Setzen Sie sich in ein Radiusstudio und haben es die Kutzberg a cappella zu dritt zu singen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sosa and Friends hier bei Was gibt es Neues? Danke, dass ihr heute da wart. Das hat mich sehr gefreut. Ja, wir bedanken uns recht herzlich. Danke, Birgit, für die Einladung. Wir sind echt happy. Ich bin sehr gespannt aufs Album. Macht's das, sucht euch Leute. Damen und Herren, sofort auf die Homepage gehen, Angebote legen, Konzerte und Studios herschenken und was weiß ich, was alles noch. Damen und Herren, Sosa and Friends diesen Donnerstag hier im Radio, bald auch bei Ihnen zu Hause. Bucken Sie die Band einfach, sind nicht viel, nehmen nicht viel Platz weg, trinken Wasser, Kaffee ohne Milch und Zucker. Also es ist alles sehr günstig eigentlich. Danke. Bis nächsten Donnerstag, werte Zuhörerinnen, und ich verabschiede mich von Ihnen und auch von Sosa and Friends mit einem Lied, um jetzt noch multikultiger zu werden. Durumdaj Caric. Jetzt lassen wir noch einen Serben und einen Dirken einer und hören uns Spam vom Album gemeinsam Crackpot an. Birgit Denk sagt danke fürs Zuhören. Tschüss, Baba, und auf Wiedersehen. Pfiat euch. Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.